Ich hatte heute das letzte Bibelvers gelesen, die vom ewigen Leben schwätzt, auch von dem Kado, den Gott uns geben will. Mir an demselben Vers, also auch von der Sinn geschwärzt gehen. Sinn, Sinneschen. Ich weiß, das ist ein allmögliches Wort, und wir benutzen nicht mehr viel heutzutage, außer wenn ihr vielleicht einen Witz möchte oder das ist ein Sinn für Cola an den Wein zu schütten. Wir können ja probieren, das mal kurz echt zu hören und zu gucken, was das Wort überhaupt bedeutet. Ja, was ist überhaupt Sinn? Und für was soll mich das überhaupt interessieren? Wir kennen das Wort Sinn aus der Bibel. Du bist von nicht doch logisch, wie zu gucken, wie die Bibel das Wort definiert. Bibel als Original nicht auf Lützeburg geschrieben gehen. Das heißt auch nicht auf Deutsch geschrieben gehen, auch nicht auf Englisch und auch nicht auf Latein, mir auf ganz alle Sprachen. Und das Wort, was an den alle Sprachen an der Bibel benutzt tun, für das Wort Sinn auszudrücken, heißt als seiner Wurzel eigentlich etwas wie Ziel verfehlen. Ziel nicht treffen. Ja, okay, was das Ziel? An wen überhaupt recht zu entscheiden, was Ziel von meinem Leben ist? An der Bibel beschreibt Gott uns, was meint, was Sinn ist, was Ziel verfehlen ist. An eins ist mir wichtig heute zu sagen. Gott benutzt Sinn nicht, für der zu sagen, ha, lo krudest dich. Du hast Ziel verfehlt, du hast selbst falsch gemacht und ich kann dir das Lob andrücken. A ganz tags geht das an der Kirche so gemacht. Wir kriegen schlecht Gewissen gemacht für die Momente, wo wir gesinnigt tun. Irgendetwas gemacht haben, was nicht okay ist. Wenn Gott uns beschreibt, was Sinn ist, dann ist das nicht für uns fertig zu machen, mir echt dafür uns zu guidieren, für uns zu coachen, wie ein Trainer am Sport, der sagt, hey, wenn du das dort musst, dann wärst du auch voll schon. Wenn du das heute musst, dann wird die Sache schief gehen. Und normalerweise, so ein Coach, so ein Trainer am Sport, weiß ja immer mehr wie der Sportler. Da ist es für den Sportler auch nicht schwer, für den Trainer nur zu lauschen. Und da kommen wir zurück auf die Frage, wen hat eigentlich recht zu entscheiden, was Sinn ist, was Ziel verfehlt ist? Gott hat Erde erschaffen. Mit seiner ganzen Natur, mit seinen ganzen Tieren, mit dem ganzen Universum rundherum. Und er hat dich gemacht, und er hat mich gemacht. Hen kennt Menschen wirklich. Hen hat Menschen geschrieben, wie ihr Code, den er programmiert hat. Natürlich, also es logisch, dass den Menschen gemacht hat, die besten Ideen hat, wie er sein Leben am besten leben kann. Die Bibel erklärt hat auf ganz viele verschiedene Plätze. Hier ist eng, die ich meine nicht ganz gut erklärt. An Epheser 2,10. Wir sind nämlich sein Werk. Wir sind durch Christus Jesus für gut Werke erschaffen gehen, die Gott am Voraus vorbereitet hat, für das wir sie ausleben sollen. Gott hat gut Werke, gut Sachen an unserem Leben geplant. An Hebeleisweise, wie wir gut leben können. Nicht nur für dich selber gut leben, wir alle Guten zusammen, für das wir können auf Frieden leben. Gott will wirklich, dass es dir gut geht. Und er will dir dabei helfen. Vielleicht möchtet ihr Sinn, ob den zu lauschen, den dich gemacht hat.